Podcast vom 20. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. So gut. Pray and wonder. Wenn wir beten, kommen wir einen Schlüssel über zu Spaghetti. Amen. Die Band kann hochkommen. Nein, wir starten in eine wunderbare neue Serie Pray and Wonder, weil wir glauben, dass unser Gebet wie ein Schlüssel ist, der Sachen öffnet, die so wichtig sind wie Spaghetti. Und noch viel wichtiger. Wunder passieren. Und es liegt so viel in dem Gebet drin. Aber heute möchte ich nicht einmal speziell nur um Gebet über das reden. Sondern wir haben ein Thema, ein brisantes Thema. Heilt Gott heute noch? Nicht einmal die Frage, sondern Gott heilt heute noch. Und dann denkst du, puh, das ist jetzt aber, da haben wir schon vieles gehört. Oh, dann ist ja vieles erlebt. Und ich möchte mit euch auf ein Abenteuer gehen. In diesem ganzen Monat, Pray and Wonder. Aber auch heute Abend. Bist du dabei? Ja. Bist du dabei? Ja. Genau so machen wir es. Genau so machen wir es. Ein Abenteuer in die übernatürliche Welt. Die so natürlich ist wie die sichtbare Welt. Unsere Generation, eigentlich ist es, Spiritualität ist nicht mehr etwas Komisches. Wir müssen nicht mehr etwas verstecken. Dass wir spirituell sind, alle sind ein bisschen spirituell. Also das haben wir etwas, die Leute haben gemerkt, es muss mehr geben als nur das, was wir sehen. Die Frage ist, was suchen wir es? Und ich glaube, dass die übernatürliche Welt so real ist wie die natürliche Welt. Und dass wir in Jesus Zugang haben zu dieser übernatürlichen Welt. Und ich persönlich möchte in ein Abenteuer gehen, wo ich meine Erlebnisse einfach mal hinter mir lasse, was ich schon erlebt habe. Und einfach mal sagen, Jesus, was sagst du in der Bibel zum Thema Wunder, zum Thema Heilung? Was sagst du eigentlich, dass wir sehen können heute noch? Was wir erleben können. Und ich weiss, dass wir vieles erlebt und so viel Mal wir unseren Glauben auf etwas bauen, was wir erlebt haben. Aber ich merke, das bringt mich so nicht weit weg. Das bringt mich so immer an Anschlag. Weil Glaube ist ja die feste Überzeugung von etwas, was man nicht sieht. Das lesen wir im Hebräer 11,1. Also wenn wir sagen, wir sind Gläubige, können wir nicht nur unseren Glauben auf das setzen, was wir sehen. Darum, ganz am Anfang, lasst uns in ein Abenteuer gehen und sagen, hey, wir setzen unseren Glauben nicht an das, was wir erleben, sondern wir hängen unseren Glauben an das, was Jesus sagt. Einfach mal am Anfang. Ist das gut? Dann denken wir ihnen, Jesus, wir machen uns ready auf ein Abenteuer. Wie wir heute gesungen haben in diesen Dingen, dass du bist der Gott der Wunder. Du bist der Gott, der Wunder tut. Und das möchten wir sehen. Und möchten wir erleben. Und wir sagen, wir glauben dir.
Wir glauben, dass du noch lebst. Wir glauben, dass du noch Kraft hast. Dass du immer noch der gleich bist, früher wie auch heute noch. Dass die übernatürliche Welt gleich real ist wie die reale Welt. Und wir möchten mehr sehen von deinem Wirken, Jesus. Wir lassen die Erfahrungen hinter uns und machen uns einen mutigen Glaubensschritt. Wir möchten Gläubige sein am heutigen Abend. Auch wenn du zum allerersten Mal da rein bist, kannst du auch sagen, ich möchte ein Gläubiger sein. Nicht einfach einer, der in die Kirche geht, sondern ein Gläubiger. Einer, der glaubt, auch wenn er nicht sieht. Weil wir werden in das hineinkommen, wo wir glauben, weil Gott ist treu. Amen. Amen. Ich muss ganz ehrlich, ich probiere immer ehrlich zu sein. Nicht alles muss man von da oben sagen, aber grundsätzlich probiere ich immer ehrlich zu sein. Aber das Thema hat mich brutal herausgefordert, als ich das vorbereitet habe. Weil ich erlebe schon das übernatürliche Wirken von Gott. Aber nicht in dem Maß, wie ich es gerne hätte und wie es vielleicht andere erleben. Aber ich sage, ich bin genau vielleicht wie du da drin. Und sage, ja, ich möchte. Und so bin ich dann angegangen. Und ich bin gerade ich probiere immer wieder für Leute zu beten, ab und zu. Ab und zu. Ich probiere. Und mache es auch ab und zu. Und dann bin ich erstaunt, wenn sogar etwas passiert. So viel Glauben habe ich letzte im Snowcamp für jemanden gebetet. Und für Befreiung von Pornosucht. Und dann habe ich die Person 2 Wochen nachher ein bisschen in Zweifel gefragt, du, und wie, also, hast du noch? Und dann sagt er, seitdem nichts mehr. Nichts mehr, 12 Jahre lang, nichts mehr seitdem. 12 Jahre lang, seitdem nichts mehr. Ich habe es fast nicht geglaubt. Ich weiss, Gott kann das. Und ich habe ab und zu macht Gott sogar, er braucht uns sogar in unserem Unglauben, weil jemand anders glaubt. Verstehst du? Das ist eben krass. Und so, in dem Sinne bin ich. Ich erlebe Sachen, aber noch nie in dem Maß, das ich möchte. Und vielleicht bist du genau im gleichen Maß. Genau im gleichen Boot. Und lass uns in ein Abenteuer gehen. Egal, wo wir stehen. Egal, wo wir stehen. Lass uns reingehen. Was sagt eigentlich die Bibel? Und das Interessante ist, sagt so vieles. Hey, Apostelgeschichte. Ich habe viele Bibelverse, darum habe ich da ready. Sei mit mir. Die Bibel ist immer noch cool. Und wenn sie da ist, kann sie aufschlagen, whatever. Apostelgeschichte 10,38. Im Neuen Testament lesen wir, was über Jesus geschrieben ist. Jesus von Nazareth wurde von Gott, dem Heiligen Geist, gesalbt und mit Kraft erfüllt, zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes, heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Ein normaler Beschrieb von Jesus. Wo ist Jesus jetzt? Er wohnt in uns. Die Frage ist, wie beschreiben die Leute heute Christen? Ein anderer Text. Im Matthäus-Evangelium 9, Vers 35. Danach zog Jesus durch die Städte und Dörfer. Er sprach in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt. Wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Alle Arten von Krankheiten, andere Übersetzungen. Für ihn war nichts unmöglich gewesen. Wo er angekommen ist, egal wann für eine Krankheit, hat sie geheilt. Wir lesen nie in der Bibel, dass jemand zu Jesus gekommen ist und Jesus sagt, sorry, dich kann ich nicht heilen, weil du musst noch einen Charaktertest durchmachen. Und bevor das passiert, lesen wir nie. Wir legen auch nicht, hey, aber sorry, du, nein, bei dir fühle ich es einfach nicht. Oder du, nein, das ist zu krass jetzt. Nein, das ist jetzt zu viel. Das lesen wir nie. Nichts ist für Gott und für ihn unmöglich gewesen. Tote sind wieder auferstanden. Leprakranke sind geheilt worden. Blinde haben gesehen. Und es ist wie mit ihm mitgegangen. Ist das ihm sein Dienst gewesen, da auf der Erde ganz allein? Nein, er wollte die Leute zu Jesus bringen, aber er hat die Leute die Verbindung mit Gott wiederherstellen. Aber ein Teil von dem ist, dass die Leute körperlich geheilt worden sind. Jesus ist immer gekommen, um das Heil zu bringen. Das Heil
Beziehung zu Gott herstellen, aber als Heil praktisch. Er hat nie nur geistlich geheilt, er hat auch immer praktisch geheilt. Das ist wie Hand in Hand gegangen. Wir lesen eine wahnsinnige Prophetie über Jesus im Jesaja. Das ist im Alten Testament. Das ist ein Prophet, der über Jesus prophezeit hat, was wird passieren. Und by the way, im 1. Petrus lesen wir nochmal, also wenn du sagst, ja, aber das ist das Alte Testament, lesen wir im Neuen Testament genau das Gleiche. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glauben, dass Gott ihn schlug, da redet von Jesus, und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott, Heil. Durch seine Wunden sind wir geheilt, Heil. Eis. Darum glaube ich fest, dass wir sollen daran glauben, dass Gott heilen tut. Auch noch heute. Dass das ein Werk, das er gemacht hat. Jetzt, ich gehe sogar weiter. Wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz deine Sünden vergeben hat, dann musst du auch glauben, dass er deine Krankheiten getragen hat. Weil von dem redet es da. Und wir haben es einfach zu glauben, dass Gott unsere Sünden getragen hat. Auch wenn wir noch in der Sünde ab und zu leben. Wir haben extrem Schwierigkeiten, zu glauben, dass Gott unsere Krankheiten getragen hat, auch wenn wir noch in der Krankheit leben. Aber in dieser Spannung leben wir. Wir möchten immer mehr sehen, wie wir in das transformiert werden, wo Gott uns erkauft hat durch den Sieg am Kreuz. Verstehen Sie? Wir sind in dieser Spannung von jetzt, aber noch nicht jetzt. Voll befreit von allen Sünden und trotzdem machst du ab und zu Seich. Voll geheilt von allen Krankheiten und trotzdem ist immer noch nicht überall geheilt. In dieser Spannung sind wir, aber woran laufen wir? Wir möchten sehen, dass immer mehr dass die übernatürliche Realität wird im Natürlichen. Und darum haben wir alle Recht zu glauben, dass Gott uns auch schon jetzt heilt. Wie wir gleich überzeugt sind, dass Gott uns auch jetzt schon hilft, in sündfrei zu leben. Sehen Sie das? Kannst du nicht auseinandernehmen. Das hat mich geflasht, als ich das plötzlich wieder gelesen habe. Gottes Wunsch ist wirklich, dass sich der Himmel ausbreitet. Realität, sein Reich anfängt auszubreiten. Schon jetzt im Sichtbaren, klar, vollendet wird sein, wenn er Jesus wiederkommt und das ganze Neue herbringt. Aber wir sind jetzt auf der Erde, um jetzt schon Reich Gottes zu verbreiten. Den Himmel spürbar machen. Für die Leute. Die grosse Diskussion, meine lieben Damen und Herren, wir sind so ruhig. Ist gut. Die grosse Diskussion, die wir haben, und ich weiss, die ist im Raum, die Frage. Aber sendet denn Gott ab zur Krankheit? Weil wenn Gott Krankheit sendet, möchte ich auch nicht gegen das beten. Ich glaube aber, wenn du jetzt mir schon zugelassen hast, beantwortet sich die Frage schon. Wenn nicht, lass mich dir das noch anders zeigen. Wo Gott die Welt geschaffen hat, im Garten Eden, Adam und Eva, die vollkommene Schöpfung ohne den Sündenfall, hat es dort ihnen Krankheit gegeben? Nein. Gott hat nicht Krankheit gemacht. Krankheit ist das Resultat vom Sündenfall. Es ist nie der ultimative Wille von Gott, dass jemand krank ist. Und das ist ab und zu eine Entschuldigung, ab und zu ist eine Lüge, die wir glauben. Krankheit hat so viel, absolut probieren wir uns irgendwie einen Grund zu finden, wieso jemand oder wir krank sind. Und ich sage dir, da kannst du jetzt hochkribbeln. Ich lese beides. Ich lese darauf, dass
wo die Jünger fragen, du, wieso ist der jetzt krank, der Blinde? Ist er, weil er gesündigt hat oder seine Vorfahren? Und er sagt, ja, weder noch. Gott möchte einfach seine Größe zeigen dieser Person und hat ihn geheilt. Aber in einem anderen Moment, im Jakobus lesen wir das, hey, wir sollen einander die Sünden bekennen, damit wir geheilt werden. Es kann auch sein, dass unser Lebensstil Krankheit mitbringt. Das kann auch sein, aber muss nicht sein. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und die Leute, die nur das Beste gemacht haben, werden ab und zu krank. Lass uns nie irgendwie das durcheinander bringen. Wieso ist jetzt jemand krank? Die Realität ist, dass Gott möchte wiederherstellen, heilen an Leib, Seele und Geist. Egal, ob etwas selbst verschuldet ist, ob etwas einfach irgendwie passiert ist, das ist zweitrangig. Seine Gnade ist da für jede Person. Egal, wie es dazu gekommen ist, dass du krank bist. Das ist gar nicht die Frage. Wie Jesus geheilt hat, hat anders ausgesehen. Hat immer anders ausgesehen. Aber du denkst, es muss genau so passieren. Und ich liebe es, die Bibel durchzulesen. Und zu sehen, wie vielfältig das ist. Ein gemeinsamer Nenner sehe ich immer wieder. Und das ist Glauben. Glauben ist im Spiel. Glaube ist der Motor für Wunder. Es geschehe gemäß deinem Glauben. Ab und zu war der Glaube von der Person, die gebetet hat. Ab und zu war der Glaube von einem Kollegen von dieser kranken Person. Ab und zu war der Glaube von Jesus. In ganz verschiedenen Art und Weise. Die Liebe, aber immer war Glauben im Spiel. Und es hilft uns einfach. Ich meine, die Geschichte, ich weiss, eine, die bringt alle durcheinander. Er war ein Hauptmann und er hatte einen Diener, der krank war. Und dann ist der Hauptmann zu Jesus gegangen und gesagt, Jesus, komm und bett. Du kannst nur ein Wort sagen. Und die Person ist geheilt, mein Diener. Du musst nicht einmal kommen. Und er sagt, weißt du was, hey, so ist es passiert. Schon passiert. Und dann hat er gesagt, wow, ich habe selten so einen Glauben gesehen. Er hat nicht einmal mega ein fancy Gebet gebetet. Es ist einfach passiert. Glauben ist da gewesen, passiert. Verstehst du, die Frau, die blutflüssig war, die hat nicht einmal mit Jesus geredet. Die hat einfach Glauben gehabt, Jesus kann mich heilen und hat sie berührt. Geil, bam. Nicht betet, nicht Hand aufgelegt, nichts. Verstehst du? Es ist so fresh. Immer anders. Und wir probieren da Gott in eine Box hineinzudrücken. So muss er heilen, so muss man beten, so muss man die Hand auflegen. So. Die anderen Ort lesen wir in der Bibel, hey, komm zu den Ältesten, dass sie dort jemanden Öl und die wird geheilt. Hey, alle Arten. Aber Glaube war im Spiel. Hey, lass uns wieder eine Generation sein, die glaubt. Hey. Und das Krasse ist, jetzt hat er uns beauftragt, um einfach vorwärts zu gehen. Das ist nicht, Jesus ist hochgegangen, in den Himmel, an der Rechten vom Vater. Er hat seinen Geist da lassen, der in dir wohnt, wenn du an Jesus glaubst. Wir sind jetzt gesendet, um die Werke zu tun. Und Jesus hat gesagt, die werden noch grössere Werke tun, als ich werde tun. Hey, nur, dass ich da euch die Bibelstellen bringe, weil die sind so stark. Im Matthäus-Evangelium 10, Vers 1, da steht, Jesus rief seine 12 Jünger zu sich, seine 20 zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Verstehst du? Das fühle ich nicht, aber ich glaube es. Amen. Ich möchte das mehr sehen. Und wenn du da reingekommen bist, ich möchte das mehr sehen in deinem Leben wie auch in meinem Leben. Dass es für uns normal wird, dass man uns so beschreibt. Das ist nicht ein riesen Hype drum machen. Das läuft einfach. Das Heil, seelische und geistliche Heil, das bringen wir. Das Evangelium war immer ganzheitlich. Wo Jesus die Schriftrolle im Tempel liest und eigentlich seinen Auftrag wie bestätigt, wer er ist,
steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Im Lukas-Evangelium 4,18. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Heil, ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Heil, die Blinden sage ich, sie sollen sehen. Heil und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Und wir sind berufen. Der Ruf ist auf uns. Das Reich Gottes steht auch in einer anderen Bibelstelle. Ist nicht das Wort, ist nicht nur ein Reich in Wort. Das Reich Gottes kommt in Kraft. Es zeigt sich immer in Kraft. Jetzt fragst du dich, wieso sollen wir? Ist nicht das Wichtigste das Heil, die Rettung, dass wir befreit sind von unserer Sünde? Ja, aber es ist immer ganzheitlich und das andere ist noch etwas. Ab und zu ist das genau der Schlüssel, dass Leute anfangen zu glauben. Ab und zu ist das der Schlüssel, sie merken, Jesus liebt sie. Jesus kennt sie. Ich habe das selber schon erlebt. Leute, die so mit Unglauben auf mich reagieren, erleben das Wunder. Bam! Alle Türen her im Herzen sind offen. Es macht wie die ganze Diskussion von gibt es Gott, gibt es nicht, liebt er mich, ist er gut, ist er kräftig, whatever, ist alles auf der Seite und plötzlich, wow, ihn gibt's. Und er hat mich geheilt. Es macht Türen auf und dann sage ich, Jesus, ich möchte das mehr sehen. Ich möchte das mehr sehen, das steht mir zu, dass ich auch mehr das sehe. Jesus ist gekommen, um die Werke vom Teufel kaputt zu machen. Der Teufel probiert Leute klein zu behalten, probiert Leute in die Gefangenschaft zu behalten, probiert Leute in der Krankheit zu behalten, in der Angst zu behalten. Und unsere Aufgabe ist, wie Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, zum Werk vom Teufel kaputt zu machen. Und das ist unser Auftrag jetzt. Wo wir merken, wo Leute unter Unterdrückung leben, fangen wir einfach zu glauben, dass Gott jetzt dort Befreiung bringt. Jetzt sagst du mir aber, ja, aber dann. Hey man, ich habe noch so viel vor mir. Ja, aber. Ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Ja, aber. Und jetzt? Weißt du, das habe ich auch. Und das ist die grösste Hinderung, dass wir aufhören, für das zu glauben. Wir fangen unseren Glauben an das zu ketten, was wir erleben. Auch wenn wir nie berufen waren für Leute, die das machen. Wir sind Gläubige. Wir glauben das, was wir nicht sehen, und wir laufen im Glauben hinein. Und lass nicht zu, deine Erfahrung, vielleicht auch selber, wo du schon so lange für Heilung betest, an deinem eigenen Körper, zu glauben, dass Gott heilen kann, möchte heilen, dass er dich noch nicht vergessen hat und dass du Autorität bekommst, auch für andere zu beten. Ich lese von Smith Wigglesworth eine Erweckungspredigt. Er hat gesehen, Leute von Toten auferwecken. Von Amerika, von England. Kommt er so sieht er aus, da ich habe ein Bild mitgenommen. Er ist ein Engländer, aber er hat sich nicht verhalten wie einer. Der Typ, seine Frau ist gestorben. Verstehst du? An Krankheit. Und er hat gesagt, umso mehr, Gott, gib mir doppelte Vollmacht. Gib mir doppelte Vollmacht. Ich lade dich nicht von dem abkriegen und einfach die ganzen Verheißungen vom Wort Gottes wegrühren, nur weil ich das erlebt habe. Und das ist das ist ich lasse mich nicht von dem hindern. Lass uns nicht von dem hindern. Lass uns anfangen, mutig für Leute beten. Lass uns glauben, dass Gott Wunder tut. Und du bist befähigt worden. Du bist gesendet worden. Und wie du betest, das ist gar nicht so entscheidend. In so viel Mal denkt man, so muss man beten. Das ist, in der Bibel lesen wir so viel Mal. Einmal haben wir berührt, einmal ist es befohlen worden, einmal ist nichts gesagt worden. Das ist alles Nebensache. Die Frage ist, möchten wir einfach uns brauchen lassen von Gott, dass er Leute berührt, die Leute seine Liebe zeigt, sein Reich darf sichtbar werden. Und ich habe die Freude, einen Gast, einen Freund bei mir auf der Bühne zu heissen, und zwar der Florian Heglich. Gebt doch einmal einen riesen Applaus. Er ist mein Vorbild in dem hinein. Wie er einfach mutig für Leute betet. Und das schon lange, gell? Und er lebt Wunder. Und er hat mir gerade vorhin gesagt, hey, mach einfach kein großes Ding um mich. Weil das ist, und dann sage ich probiere es nicht zu machen. Weil das ist eben, es läuft, es ist nur natürlich.
Hoffentlich wird es immer mehr natürlich. Flo, erzähl uns, ich habe gerade von dir einfach wieder mal gehört, komm, ich hocke da nicht, haben wir eine schöne Sitze bekommen. Der Björn Schäfer, ICF College Leiter, Pastor, hat mir nur erzählt, wie er verunfallt ist, ins Spital gekommen ist. Und du bist der per Zufall. Und hast für ihn gebetet. Und ich habe gerade jetzt mit ihm geredet. Und er hat wirklich keine Schmerzen mehr, auch heute noch. Sag mal kurz, wie ist es dazu gekommen, dass du einfach dort warst? Genau, also ich arbeite im Kantonsspital zu Winterthur. Und am Abend habe ich den Eindruck bekommen, ich soll in den Notfall gehen. Es war ein Entscheid, der mir extrem Angst gemacht hat, irgendwo durch. Weil ich gewusst habe, das kann mich unter Umständen meinen Job kosten. Ich bin dann aber reingegangen und habe dann gewartet dort rein. Und lustigerweise war dann der Björn dort rein, mit so einem dicken Fuß. Und ja, ich habe dann einfach für ihn gebeten. Und er konnte dann wieder draufstehen. Er hat schon dort im Notfall wieder auf den Fuß stehen und rumlaufen. Und er ist völlig durchgedreht. Und hat dann auch angefangen, für Leute im Notfall zu beten. Er hat Glauben geweckt. Genau, ja. Und dann ist dort drin, sind noch ein paar Sachen dann los gewesen, ja. Was sind noch los gewesen? Ah ja, unter anderem habe ich noch für eine Mami noch beten vom einen. Ihre Schmerzen sind rapid runter. Das war auch wieder so ein Beispiel für einfach, ich mache einfach das, was ich höre. Und höre einfach auf die feine Stimme vom Vater. Und dort war zum Beispiel der Fall, sie hat mega Unfrieden gehabt, sie hat richtige Bauchkrämpfe gehabt, sie hat nicht mehr können, sie ist einfach dort gekrümmt vor Schmerzen und die Ärzte haben nicht herausgefunden, was los ist mit ihr. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, es ist stressbedingt, das der Tochter gesagt, die das ihr übersetzt hat, weil sie Spanierin war. Und auf jeden Fall war dann eigentlich der Punkt gewesen, dass sie am Schluss noch einen Jesus eingeladen hat und dann ist der Friede gekommen. Come on. Zum Beispiel. Heil. Ey. Wow. Aber jetzt, Flo, wie machst du das? Gehst du einfach wild drauf los, überall an? Oder wie gehst du vor? Ja, habe ich auch eine lange Zeit gemacht. Bin ich einfach mal drauf losgesäckelt. Ich glaube, es ist nichts falsch daran. Wenn wir nicht anfangen, für irgendwelche Leute beten, dann werden wir auch kein Wunder sehen, glaube ich. Wenn du willst sehen, dass ein Blinder geheilt wird, dann solltest du vielleicht mal anfangen, für einen Blinden beten. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Come on. Hey, das ist gut. Ja, und ich habe mich einfach entschieden, dass ich wirklich jeden Tag, habe ich mir gesagt, in diesem Jahr, habe ich gesagt, jeden Tag will ich zumindest einer Person angehen und ihr das Evangelium bringen. Nicht einfach Evangelium erzählen, ich glaube, gehört haben sie schon viel, aber sie und vorleben. Und ich merke, heilig ist eine Liebessprache von Gott, es ist nicht eine Evidenz. Ja. Menschen haben es immer als eine Evidenz abtun. Ja. Menschen haben gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass du der Sohn bist. Der Sohn selber hat es nie als einen Beweis da, sondern als einen Dienst. Oh, ja. An den Menschen und das Liebe raus. Und das ist das, was ich sehe und was ich glaube. Ja. Und darum ist für mich der allergrößte Schrei in mir innen ist, dass jeder Mensch, den ich für bete, dass der gesund wird. Weil ich weiß, Jesus hat keinen weggeschickt. Bei ihm ist jeder geheilt worden. Und wenn ich ihn gut repräsentieren und gut zeigen, dann soll jede Person geheilt werden, die zu mir kommt. Was gibt dir den Mut? Einfach vorwärts gehen. Was gibt dir den Mut? Vielmal ist ja Menschenfurcht, die uns da hindert. Was ist, wenn es nicht passiert? Was ist, wenn du komisch denkst über mich oder whatever? Ganz einfach, ich bin eigentlich der Schwächste von euch hier wahrscheinlich. Ich weiss mich so abhängig von dem Heiligen Geist, einfach, dass ich auf die Kraft angewiesen bin und die Kraft ist ausgegossen worden. Und ohne die Auferstehungskraft können wir es nicht. Das fängt beim Kleinen an mit der Nächstenliebe und es hört bei den grossen Sachen, beim Märtyrertod in meinen Augen auf. Es ist ein Lauf, wo wir sind Gottes Werk. Ich muss mich nicht selber bauen. Ich muss mich nicht selber groß machen. Meine Aufgabe ist, jeden Tag auf den Knien vor einem Vater sein und in dieser Abhängigkeit laufen. Das ist meine Aufgabe. Und dort weicht auch die Menschenfurcht. Und ich merke, es ist immer wieder ein Ringen. Es ist ein auf die Knie gehen. Es ist ja. Und die Verheißung in Anspruch nehmen. Und wie gehst du auf die Leute zu, ganz praktisch? Wie machst du das? Meistens gehe ich auf sie zu und es ist eigentlich immer wieder anders. Also, ich kann da jetzt nicht irgendwie eine Regel oder ein Prinzip daraus machen. Ich sehe eine Person und dann gehe ich einfach an und mache einfach das, was ich höre. Oder gehe einfach an und sage, Jesus liebt dich. Oder frage sie, wie es ihr geht oder was sie genau hat, wie das passiert ist. Das ist eigentlich oft eine Frage, die ich stelle. Was hast du gemacht? Was ist passiert? Wie geht es dir?
Das ist eigentlich immer der Anfang von einem Gespräch dann. Und dann bete ich für sie. Und meistens, ab und zu passiert nichts, aber sehr oft passiert etwas. Erzähl uns ein bisschen von Sachen, die du erlebt hast, weil stärkt unseren Glauben. Okay. I'm telling you. Okay. Hey, Zeugnis erzählen stärkt Glauben. Also, Wirklich? ich kann vielleicht gerade mit heute anfangen. Das ist einfach das Naheliegendste. Ich bin heute meine Hochzeitskleider einkaufen. Oh, come on. Ich heirate die wunderbare Frau davon, Julia. Genau. Wo wir so unterwegs sind, habe ich gerade irgendwie für die eine an der Theke bin ich auf sie zugegangen, habe ein Brötchen gekauft und habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass sie Nackenschmerzen hat. Ich habe sie gefragt. Sie sagt ja. Und dann habe ich für sie gebeten. Und dann ist der Nackenschmerz raus, sind die Rückenschmerzen raus. Dann hat sie grosse Augen gemacht. Und ich konnte einfach von Jesus erzählen, dass er sie liebt. Und das einfach von dieser Intimität können erzählen mit dem Vater. Ich merke, das ist immer noch das Größte. Und später dann sind wir beim Coiffeur gesehen. Und beim Coiffeur habe ich für den einen mit dem einen mega lange geredet. Er ist völlig irgendwie, er hat so gesagt, hey wow, ich finde das so krass, was ich höre dir so gerne zu, ich sehe irgendetwas in deinen Augen rein. Und ich habe dann irgendwie auch bei ihm den Eindruck bekommen, mega stark, irgendwie, dass irgendwie mega Nackenschmerzen hat. Und die sind nachher auch rausgegangen, nachher Jesus noch eingeladen beim Coiffeur. Das ist jetzt einfach heute. Das sind jetzt kleine Sachen. Ich habe schon andere Sachen erlebt. Ja, also etwas, was ich zum Beispiel erlebt habe, war, als ich für einen Blindgeborenen gebetet habe. Dort habe ich selber, das war eigentlich auf eine Zeit, wo ich wirklich eine rechte Niederlage eingefahren habe. Ich habe mich einfach entschieden, zum weiterzugehen. Und Gott belohnt das. Das ist wie Gnade, die sich auf deinem Haupt oben anhäuft, wenn du nicht siehst und du gehst weiter. Und der hat das Licht gesehen in dem Moment, wo ich gebetet habe. Er hat nachher nicht 100% gesehen, aber er hat etwas gesehen. Genau. So gut, du gehst für mich mutig vor. Ich finde das mega cool. Ich finde das so cool. Und, ja, eins, was mir noch kommt, zum Beispiel, ist meine Nachbarin. Sie hat Hautkrebs in der Hand. Ja. Und ich habe sie am Morgen früh völlig verpennt, bin ich auf dem Balkon rausgestanden mit meinen verbusselten Haaren. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich habe ihr noch nie von Jesus erzählt und habe dann einfach für ihre Hand gebeten. Weil sie gesagt hat, dass sie da mega Schmerz hat und Hautkrebs. Sie ist nachher zum Arzt gegangen und hat bestätigt bekommen, dass er nicht mehr da ist. So, ja. Come on, hey. Danke Flo. Hey. Das ist einfach, was soll ich sagen? Ich möchte heute keinen Hype machen über Heilung. Ich möchte, dass wir Glauben wieder erwecken, dass einfach Gott das tut. Das ist einfach mit dem Hineinlaufen. Was Gefahr kann ab und zu passieren, dass alle Hype dann einfach auf das passiert. Aber das ist einfach miteinander. Das gefällt mir so beim Flo, wie er die Liebe Gottes in Wort und Tat bringt. Und das wünsche ich für uns und für mich und für uns als 20er. Und das machen wir machen jetzt einfach ein Abenteuer. Sind ihr dabei? Hä? Sind ihr dabei? Lass uns doch aufstehen. Und auch jemand unplugged, steht doch auf. Und wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir füreinander beten. Weil es ist nicht nur für die einen Supergläubigen, für Leute zu beten, sondern das ist eigentlich auf uns allen, die wir an Jesus glauben. Könnt für Leute beten. Könnt glauben, dass Gott durch uns Wunder tut. Krankheit heilt. Und das Krasse ist das. Einfach als Ermutigung. Es hat mich so selber ermutigt. Mein Vater war an einer Erweckungsveranstaltung in Argentinien. Und dann hast du so der all für alle gebetet hat für alle gebetet, die krank waren. Und dann sind die meisten geheilt worden und ein paar weniger. Und dann hat er gesagt, und jetzt, der Bruder aus der Schweiz, betet für die noch nicht geheilt worden sind. Und er sagt, ja, das mache ich nicht so, also das ist mir nicht so, ich kann nicht... Und er sagt, hey, weißt du was, easy. Er braucht dich, weil er die Menschen liebt. Weil er Menschen liebt. Weil er möchte Heil bringen. Und er braucht dich, weil er deinen Nächsten liebt. Weil er möchte Heil bringen. Sein Reich ausbreiten, neben uns, in unserer Schwachheit.
Und lass uns einfach jetzt in der Zeit füreinander beten, unplugged, Sarah übernimm und bete tun und wir da oben genau gleich. Wenn du da rein bist und sagst, hey, ich habe körperliche irgendwelche Krankheit, haben wir Leute da rein, die sagen, ich brauche Heilung an Leib, Seele oder Geist. Hebt einfach, no shame, hebt eure Hand hoch, wo ihr seid, einfach, dass die Leute auch rund um euch sehen. Einfach, wenn du sagst, ich brauche irgendwo im Körper Heilung, ich habe noch einen Eindruck bekommen von linken Schultern und Fußschmerz von jemandem, der mir gesagt hat, ich habe einen Eindruck für das. Wenn du vielleicht an der linken Schulter Schmerz hast oder Fuß, heb deine Hand, dass die Leute rundherum das sehen. No shame. Das ist... Und lass uns jetzt, wo wir jetzt rundherum sind, wenn du an Jesus glaubst, lebt er in dir. Lass uns jetzt unkompliziert, nicht probieren, jetzt irgendwie super geistlich das krasseste Gebet rausholen. Alright? Lass uns glauben, dass Gott Wunder tut. Weil er die Menschen liebt. Weil er den Sieg errungen hat am Kreuz. Und lass uns jetzt einfach für die Personen beten, die einfach fragen doch. Wow, wunderbar. Hey, darf ich fragen, von den Leuten, die die Hände aufgestreckt haben, wer jetzt merkt schon eine erhebliche 80% oder mehr Verbesserung, jetzt gerade einfach spürbar. Könnt ihr mit der Hand heben? Dort hinten. Einfach zum Gott verherrlichen. Wir müssen nicht faken. So cool. Ich sehe nicht alles, aber ihr seht es. Erzählt das. Stärkt den Glauben und es ist nicht um uns, aber einfach zu sehen, was Gott tut, noch Wunder. Lass uns nicht auf das fokussieren, was nicht passiert. Lass uns das fokussieren, was Gott schon tut. Und ein Eindruck ist noch gekommen, ist speziell wie ein Stechen im Knie. Vielleicht hat jemand noch ein starkes Stechen im Knie. Und Rückenschmerzen schon gesagt, und dann Schlafstörung. Auch Schlafstörung, wenn du da bist und du leidest unter Schlafstörung. Wir möchten glauben, dass Gott an dir da wieder gesunden Schlaf gibt. Und komm auch auf Leute zu. Oder nachher, wir werden nachher noch face-to-face, dann kannst du auf diese Leute zukommen. Aber wenn du jetzt unter Schlafstörung leidest, sag deinem Kollegen, hey, bete für mich. Gott möchte Wunder tun. Ich glaube daran. Okay? Okay? Und noch etwas ganz Wichtiges jetzt noch. Wenn du da rein bist und hast jetzt gemerkt, hey, wow, da passiert etwas, vielleicht hast du selber ein Wunder erlebt, aber du hast noch keine persönliche Beziehung mit Jesus, hast noch nicht Ja gesagt, wenn jetzt ist der Zeitpunkt, zum Ja zu sagen. Warte nicht auf morgen. Er ist ein guter Gott. Er liebt dich. Sag deinem Kollegen, hey, ich möchte mit dem Jesus laufen. Ich kann die Kollegen nebenan, ich kann Gott für dich beten. Ich kann dich segnen. Ich kann dir helfen auf dem Weg mit Jesus, alright? So gut, hey. Und wir anderen, wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.